Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, euch da draussen geht's gut. Und für die jetzt gerade mit Video meinen Podcast schauen, seht ihr, es hat sich etwas verändert in meinem Hintergrund. Ich habe jetzt gerade vorher einen Kommentar gelesen von meiner letzten Podcast-Folge, weil das mache ich ja immer, um einen Kommentar von der Woche von euch vorlesen und je nachdem eine Frage beantworten. Und ich habe gerade den Kommentar von der Delia gesehen, sie so, ich vermisse den alten Hintergrund schon ein bisschen. Nachher schreibt sie noch, ich liebe den Podcast mega fest und bin fast seit dem Anfang dabei. Das ist sehr cute, das freut mich mega. Und ich habe es einfach ganz so lustig gefunden, weil du gerade den Hintergrund ansprichst. Und ich kann mit vollem Stolz sagen, wir haben ein bisschen ein Upgrade gehabt. Also ja gut, die Pflanze da hinten war auch ganz schön gewesen. Aber wir haben jetzt ein Gestell da rein, wow. Der Can hat irgendwie, gestern ist es glaube ich sogar gewesen, oder doch gestern, wo er irgendwie so mir geschrieben hat, übrigens, er hat irgendwie auf Ricardo, hat er für das Gestell geboten und irgendwie hat er das gar nicht mehr mitbekommen, aber hat es jetzt irgendwie gekauft. Und ich so, okay. Und jetzt ist er irgendwie wo ist er hingefahren? Irgendwo auf Bern, um das Gestell zu holen. Jetzt haben wir das Gestell da hinten. Ist doch toll. Aber wir kennen den Can, er ist, er liebt Ricardo, er geht so oft auf Ricardo Sachen schauen und kauft Sachen bei Ricardo. Manchmal tolle Sachen, manchmal weniger tolle Sachen. Aber ich muss sagen, das Gestell finde ich actually nice. Also ich weiss nicht. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, wie ihr das findet. Es ist so ein bisschen Mid-Century-Vibe. Gut, was ein bisschen icky ist da oben. Sorry. Aber Can hat da oben seine Dragon Ball Bücher. Hat er alle aufgelistet. Ich bin halt absolut nicht im Anime-Game. Wirklich nicht. Ich habe nicht mal irgendetwas kennt, bevor ich den Can kennengelernt habe. Und er ist ja er ist schon recht im Game. Er ist ja übel Naruto-Fan, hat sogar ein Naruto-Tattoo gemacht. Und ich bin halt gar nicht im Game. Aber hey, ich gönne ihm das. Er darf da gerne seine Bücher aufstellen und seine Männchen aufstellen. Und das ist jetzt mir im Podcast Hintergrund beautiful. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche erzählt habe, aber ich habe ja eigentlich mega Bock jetzt, wenn ich fertig bin mit dem Studium, irgendwie mir so ein Büro auswärts zu suchen, weil ich brauche das, also, nein, ich glaube, ich habe es noch nicht erzählt. Ich bin ja, nach dem Gymi bin ich schon wenn ich mit dem Gymi fertig war, bin ich schon in die Selbstständigkeit gegangen mit Social Media und ich habe wie gemerkt, irgendwie, ich liebe zwar, was ich mache, ich liebe meinen Job, also alle Tasks, aber ich fühle mich so allein, also wie, keine Ahnung, du hast halt wie nicht auch einen regelmäßigen Alltag und ich habe wie die zwei Sachen eigentlich vermisst. Den sozialen Kontakt und so eine Regelmäßigkeit im Alltag. Und ich würde nicht sagen, dass das der Main-Point ist, warum ich studiert habe. Nein, ist schon nicht der Main, aber das war schon ein grosser Punkt gewesen, um wieder neue Leute kennenzulernen. Also wie, zum Beispiel, ich hätte mir auch nicht vorstellen in eine Uni gehen, weil es für mich jetzt nicht viel verändert. Und jetzt in meinem Studiengang ist es wirklich so, wir haben eine Klasse, so, wir sind 13 Leute, und man hat Präsenzpflicht, also ich habe jeden Tag Schule, also jetzt gerade nicht wegen Bachelorarbeit, oder nicht mehr. Ich habe nicht mehr Schule, what the fuck, das ist also komisch. Also vielleicht noch so gewisse Tage haben wir, aber auf jeden Fall jetzt nicht mehr daily, das ist ganz komisch. Aber ja, auf jeden Fall, ja, da habe ich halt im Studium nachher immer so meine Friends gesehen jeden Tag, wir haben zusammen zu Mittag gegessen und mega simple Sachen, aber ich habe es zum Beispiel in der Selbstständigkeit vorher, ich habe es so vermisst, um irgendwie, ich weiß nicht, am Morgen können aufstehen und einen Grund haben, um sich ready zu machen. Das ist mega traurig. Aber wie, wenn du halt daheim bist, dann hast du nicht so... Also wie, wenn dich niemand sieht, also wenn ich jetzt nicht gerade Videos gemacht habe oder so, dann habe ich keinen Grund gehabt, um mich ready zu machen. Und es fühlt sich jetzt legit auch nicht geil an, um sich jetzt irgendwie ready zu machen, nur für Videos. Also ich weiß auch nicht, ich möchte ja auch nicht irgendwie... Ich weiß gar nicht. Aber wie, ich habe gemerkt, irgendwie die Selbstständigkeit, ich war 2 Jahre selbstständig gewesen, ich habe es irgendwie geil gefunden, aber eben, ich habe so genau das vermisst. Und darum habe ich mega Bock. Ich will nachher wieder in die Selbstständigkeit gehen nach dem Studium. Aber ich möchte ein Büro haben, auswärts irgendwo mit anderen. Und ich bin jetzt gerade schon mit ein paar eben von meinen Studentenkolleginnen am Planen. Und vielleicht, wenn wir auswärts noch Leute irgendwie holen, wo wir einfach zusammen ein Büro haben, aber jeder macht seinen Shit. Und dann kannst du zusammen zu Mittag essen. Und keine Ahnung, wir können ja wie sagen, dass wir uns jeden Morgen irgendwie am 9 Uhr treffen. Dass wir so einen geregelten Alltag haben. Ja, darum, das ist eigentlich mal so ein bisschen mein Plan. Und ich habe verdammt Bock. Und dann hätte ich auch mega Bock in diesem Büro eben so irgendwie ein Podcast-Studio einrichten. Bro, wie geil wäre das, Alter! Ich habe das Gefühl, ich würde dann auch viel mehr irgendwie so Gäste können einladen, weil, wenn du so ein fixes Podcast-Studio hast, das wirkt irgendwie auch ein bisschen professioneller und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie jetzt, also wie wenn ich so Gäste habe, die ich jetzt irgendwie kenne, dann finde ich das wie easy, um die zu mir hier einladen, aber jetzt sagen wir mal, ich will eine Psychologin mal einladen. Und ich kenne sie nicht. Ich weiss, also, ja gut, das wäre jetzt vielleicht auch nicht mega schlimm, sie einladen zu mir, aber irgendwie,
ich finde es irgendwie geil, dass man sagen kann, jetzt gehen wir ins Studio. Checken, darum ich hätte hure Bock auf das. Ich hätte richtig Bock auf das. Und dann könnte ich wie auch so wirklich einen schönen Hintergrund einrichten, vielleicht noch so eine Pause sein. Und, ich weiß auch nicht, ich stelle es mir so cozy vor. Und also wirklich das Einzige, was mich richtig anschießt beim Podcast, ist immer, wir müssen alles aufstellen und alles abstellen. Also so Kamerastativ, alle Lichter. Und ich schaue halt wie jedes Mal so ein bisschen, dass der Hintergrund und einfach das Ganze so ein bisschen schöner sieht. Seht ihr, ich habe da hinten ein Licht angestellt. He? Könnt ihr das bitte würdigen? Das habe ich extra gemacht für die Podcast-Folge. Einfach so Sachen. Und das ist ja dann alles so ein bisschen automatisch, wenn ich ein Studio habe. Oh mein Gott, das wäre so geil. Oh, ich hätte so Bock. Aber ja, Leute, vielleicht kurz ein Update von dieser Woche. Ich habe eigentlich, wirklich, es tut mir so leid. Normalerweise habe ich das Gefühl, ich könnte eine ganze Podcast-Folge füllen mit Sachen, die ich erlebt habe oder die mich beschäftigen. Aber legit in dieser Woche, das Einzige, was mich beschäftigt hat und was ich erlebt habe, ist meine Bachelorarbeit, meine schriftliche. Weil ich muss sie genau heute in 2 Wochen abgeben. Am 12. Februar. Und oh mein Gott, das ist so lustig. Ich habe letzte Woche habe ich erzählt, ich habe noch nicht angefangen und ihr sollt mir alle bitte schreiben, so, «Jo, Nati, fang mit deiner Bachelorarbeit an.» Und es ist so lustig, wie viel mir auf Insta und auch im Podcast in den Kommentaren geschrieben haben, «Nati, fang an mit deiner Bachelorarbeit.» Und im Fall no joke, das hat so viel gebracht. Es ist richtig, ich weiß nicht, ich finde es so funny, was ihr mit meinem Leben könnt bewirken. Also einfach so mit meinem Druck, weil es ist dann nicht so ein Druck gewesen, sondern immer so eine Erinnerung. Also weil immer, keine Ahnung, in einem Moment, wo man vielleicht so am Abend ist, dann ist so, Nati, Podcast-Folge, dann bin ich so, Podcast-Folge, Bachelorarbeit. Und dann ist so, ja stimmt und so, ich muss ja jetzt früh ins Bett. Keine Ahnung, weißt du, so Sachen. Es war so crazy gewesen. Also an dieser Stelle ein huge Thanks an alle, die mich erinnert daran haben. Es hat mir irgendwie auch so ein Ding von, weißt du, das Gemeinschaftsding, so, ja Leute, wir schaffen das alle. So, ich weiß auch nicht, ich habe mich nicht so allein gefühlt mit dem Problem, sondern so, ihr seid auf meiner Seite, ihr helft mir, ich weiß auch nicht. Ich habe es irgendwie crazy, also schön gefunden, so zu wissen, dass ihr irgendwie an mich gedacht habt und mir geschrieben habt. Das war cute, wirklich cute. Aber an dieser Stelle zum Update. Ich habe ja letzte Woche in der Podcast-Folge am Schluss gesagt, dass mein Ziel ist, jetzt fängt es an, Leute, ich hoffe, man hört es nicht so laut, dass mein Ziel ist, bis nächste Podcast-Folge 3 Seiten zu schreiben. Und ich habe ja sogar aufgefordert, dass ihr euer Ziel auch schreiben müsst. Also, dass wir alle ein Ziel für die nächste Woche haben. Und ich bin jetzt so gespannt, für die das Ziel reingeschrieben haben, ob wir das Ziel erreicht haben, schreibt. Wir machen einfach ein Höckli. Weißt du, so der Emoji, der grüne Emoji mit dem Höckli. Ich kann einfach den. Ich möchte gar nicht, also ich kann auch mehr ausführen, aber einfach damit ich so ein bisschen durchschauen kann und auch ein bisschen stolz auf euch sein, so was ihr alles erreicht habt. Und auch, ganz wichtig, wir machen für nächste Woche wieder ein Ziel, Leute. Ich brauche das. Das hat mir so viel geholfen, weil ich so einen Druck hatte. Ich will euch können sagen, ich habe die 3 Seiten geschafft. Genau, darum. Ich bin gespannt, was eure Ziele sind für nächste Woche. Aber wir kommen zuerst mal dazu, zu sagen, was ich so geschafft habe. Es ist irgendwie so schwierig, weil ich halt vor einer Woche auch gar keine Ahnung hatte, was bedeutet eine Bachelorarbeit zu schreiben. Ich habe einfach gedacht, ja, 3 Seiten. Aber das Ding ist, du musst halt mega viel recherchieren, um überhaupt anfangen zu schreiben. Plus, bei meinem Projekt ist es ja gerade so, dass ich Wiener muss Film analysieren muss. Und ich habe das vorher nie richtig gemacht. Und für die das noch nie gemacht haben und auch nie in ihrem Leben mitmachen, Alter, fühlt euch blessed. Es ist wirklich... Also es ist nicht... Ja, ich weiß auch nicht, es ist einfach mega viel Arbeit und es fühlt sich so unnötig an. Ich kann das mal erklären, was eine Filmanalyse ist. Für die das noch nie gehört haben. Weil ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, wie viel sich überlegt wird bei einem Film. Und das ist in dem Sinne schon spannend, aber es ist halt auch ein Abfuck zu machen. Also, du hast einen Film. Und in jedem Film ein Film besteht aus mehreren Szenen. Und eine Szene bedeutet eigentlich... dass wie so eine Situation in sich abgeschlossen ist, beziehungsweise meistens ist es am gleichen Ort. Also, ich finde das so schwer zu erklären. Ich habe es gerade gestern der Freundin vom Bruder von Can erklärt. Das ist jetzt gerade so eine komplizierte Idee gewesen. Aber auf jeden Fall, in dem Film ist zum Beispiel, gerade in diesem Wohnzimmer findet etwas statt und dann gibt es nachher irgendwann einen Schnitt zu der Schule oder einfach zu einem anderen Ort halt. Und alles, was in diesem Wohnzimmer kurz jetzt stattgefunden hat, meistens geht das Szene 2-3 Minuten, das ist eine Szene. Ich hoffe, man hat es gecheckt. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Ich habe es jetzt gerade viel zu kompliziert erklärt. Aber es ist einfach wie, ja, was man meistens denkt. Also, ja, eine Szene halt. Auf jeden Fall, pro Szene hat es halt, wenn man es
verkleinert, hat es Einstellungen. Und eine Einstellung bedeutet von Schnitt zu Schnitt. Also ein Film, er hat ja ganz viel Schnitt und ein Schnitt, also vom einen Schnitt zum anderen ist eine Einstellung und die geht meistens 2-3 Sekunden. Also zum Beispiel, wenn man ein Gespräch hat mit zwei Personen, die man filmt, dann sieht man zuerst die eine Person und dann sieht man wieder die andere Person. Und nur die eine Person, die man kurz sieht, die 2 Sekunden, das ist eine Einstellung. Und dann, wenn es wechselt zu der anderen Person, dann ist wieder die andere Einstellung. Und ja, checkt man. Also und eine Szene hat dann halt ganz viele Einstellungen. Und Einstellung heisst, also zum Beispiel, wenn es jetzt nur das Gespräch ist mit 2 Personen, dann ist Einstellung 1 Person 1, Einstellung 2 Person 2. Aber wenn es wieder wechselt zu der anderen Person, dann ist Einstellung 3. Es ist nicht wieder, also, ich habe es viel zu kompliziert. Ich kann nicht erklären, Leute, es tut mir leid. Aber einfach von Schnitt zu Schnitt ist eine Einstellung. Und bei der Filmanalyse geht es jetzt darum, dass man jede Einstellung pro Szene analysiert. Das heisst, ich muss eine Szene analysieren und zum Beispiel jetzt meine Szene hat 46 Einstellungen gehabt. Und pro Einstellung muss ich beschreiben, was passiert inhaltlich, wie die Kamera eingestellt ist, wie die Lichtverhältnisse sind, wie die Farbverhältnisse sind. Also wie alles, was du visuell siehst und natürlich auch mit dem Ton, was in dieser einen Einstellung passiert, muss ich aufschreiben. Dann muss ich anschreiben, wie fühlt sich das für mich an. Weil zum Beispiel, wenn eine Kameraperspektive wenn eine Kameraperspektive so eingestellt ist, dass sie von oben filmt, also eine Vogelperspektive nennt man das, dann kann das ja etwas mit dem Zuschauer machen. Also meistens löst das zum Beispiel aus, dass Einschüchterung und Machtlosigkeit und also wie alles hat irgendeine Bedeutung und ich muss dann wie aufschreiben, was ich fühle. Und die dritte Spalte ist, warum ich so fühle. Eben das wegen Vogelperspektive. Also es ist wirklich so viel Arbeit und ich bin jetzt, glaube ich, 3 Tage nur an dieser Filmanalyse gewesen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht gerade voll den Nerd-Talk gehabt und ihr habt jetzt gerade gar nicht gecheckt. Und sonst ist auch egal, wenn ihr es nicht gecheckt habt. Aber ja, keine Ahnung, es ist einfach all in all, es ist so viel aufwendiger und es fühlt sich so unnötig an, jeden einzelnen Step zu beschreiben und zu erklären und zu analysieren halt. Aber ja, es ist schon auch spannend, weil eben wenn wir einen Film schauen, dann schauen wir ihn halt einfach und uns fällt gar nicht so auf, aber es ist halt wie, jede Einstellung ist überlegt. Also ich finde es gerade so spannend, jetzt zum Beispiel bei dem Film, den ich analysiert habe, hat man gemerkt, bei der einen Person, die als nett dargestellt werden und als, keine Ahnung, als die Person, die helfen, die haben meistens vielleicht irgendwie blau oder grün, entweder im Hintergrund oder sie haben ein T-Shirt an. Also es wird mit Farbe speziell gespielt, es wird mit Licht speziell gespielt, es wird mit Musik gespielt. Es ist so spannend und eben auch mit der Kameraperspektive und allem. Genau, oder wenn zum Beispiel ein Close-Up ist, wenn man es nachfilmt, dann ist es mega wichtig, also dann ist die ganze Mimik von dieser Person im Vordergrund und dann geht es darum, dass man als Zuschauer halt mehr merkt, also dass der Fokus darauf ist, wie die Person sich gerade fühlt, um halt Mimik zu lesen als Zuschauer. Es ist mega spannend. Sorry für den Nerd-Talk, aber ich habe es einfach gerade spannend gefunden. Und darum, um es auch beantworten, Alter, ich kann jetzt eigentlich nur schon beantworten, wie viele Seiten ich geschrieben habe, jetzt habe ich wieder einen halben Monolog geführt. Also, ich habe fucking 11 Seiten von dieser Filmanalyse geschrieben. Darum ist es jetzt gerade schwierig zu sagen, ich habe jetzt halt wie noch nicht den Text geschrieben, aber ich kann halt die ganze Filmanalyse machen. Und vom Text an sich habe ich 2 Seiten geschrieben. Also, ich habe irgendwo halt 13 Seiten geschrieben, aber irgendwo halt 2. Darum, ich könnte jetzt selber sagen, ob ich es geschafft habe oder nicht. Weil eigentlich habe ich es in dem Sinn nicht geschafft, weil ich 3 Seiten schreiben wollte, aber ich habe halt so viel geschrieben, wo halt auch Bachelorarbeit braucht. Also die ganze Filmanalyse kommt halt auch im Text, also kommt halt auch in meiner Bachelorarbeit nachher vor, aber sie wird nicht dazu zählt, als wie viele Zeichen ich muss machen. Macht das Sinn? Ich muss es halt wie am Schluss nachher hinzufügen. Egal, ich habe es irgendwie geschafft oder irgendwie nicht geschafft, aber ich könnte eben mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es geschafft habt oder nicht. Und was euer nächstes Ziel ist. Mein nächstes Ziel ist, glaube ich muss ja insgesamt 3 bis 5 Filme analysieren. Ich habe jetzt erst einen. Und mein Ziel ist, bis nächste Woche alle Filme analysieren. Ich glaube, das ist mein Ziel. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Weil es ist halt wie so schwierig, jetzt zu sagen, was Sinn macht, oder was ich erreicht habe, weil ich weiss, ich werde jetzt die nächste Woche jeden Tag daran arbeiten. Und ich werde ja auch weit kommen, aber vielleicht macht es ja gar keinen Sinn, jetzt alle Beispiele machen und nachher erst alles schreiben. Ich weiss es nicht, Alter. Es ist mega mühsam. Aber was ich weiss, ich muss am 12. Februar meine Bachelorarbeit abgeben und ich habe mir eigentlich als Ziel gesetzt, dass ich
das nicht am 12. Februar fertig haben, sondern am 9. Februar, weil am 10. Februar hat der Can Geburtstag. Und es wäre echt toll, wenn ich seinen Geburtstag könnte nicht im Stress feiern. Das wäre toll. Ich glaube, 9. Februar ist mein Goal, dass ich dann komplett fertig bin. Und es ist aber schon noch stressig. Also ich habe jetzt die ganze Woche wirklich daily daran gearbeitet und ich bin ja irgendwo schon mega weit gekommen, aber irgendwie auch nicht. So, ich habe gleichzeitig auch erst noch 2 Seiten geschrieben. Das ist schon crazy. Vielleicht geht es dann nachher mit dem Schreiben, wenn man wirklich alles so ein bisschen drin bist, dann schon schneller. Aber trotzdem, es ist crazy. Es ist crazy. Also für die schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben haben, Hut ab. Es ist Pain. Und ich habe legit vergessen, wie man schreibt, weil ich halt daily ChatGPT benutze. Ja. Aber das ist wirklich eigentlich so das Einzige, was ich erlebt habe in dieser Woche. Nein, das Einzige, ich habe noch etwas Lustiges. Wir machen ja immer das Lustigste von der Woche. Nein, es ist nicht mal lustig, Alter, es war ein riesen Abfuck. Ich bin auf dem Weg ins Bodyforming. Ich bin wieder ins Bodyforming, Leute. Ich bin seit dem Oktober habe ich nicht mehr ins Bodyforming gegangen, weil ich Rückenprobleme hatte und weil Nina nachher ein Steißbein gebrochen hat. Aber wir sind jetzt das erste Mal wieder zusammengegangen. Das war by the way auch so herzig, weil mit der, wie sagen wir, nicht der Coach, die Leiterin, sie, die halt das Bodyforming führt. Wie sagt man dem? Der Coach klingt so Football, American, aber ich weiß nicht. Halt sie vorne. Trainerin? Nein, ich weiß doch nicht. Auf jeden Fall sie voll herzig. Sie sagt zuerst alle zusammen «Hoi zusammen» und nachher sieht sie uns so «Ah, hoi zusammen!» Sie hat voll Freude gehabt, mega herzig. Ja, auf jeden Fall auf dem Hinweg, wo ich ins Bodyforming gegangen bin, wie ist das passiert? Ich bin im Zug gesessen und nachher merke ich so, wie mein Bein langsam so ein bisschen nass wird. Und ich so, bin ich jetzt auf einen nassen Stuhl gehockt, Alter. Und dann schaue ich am Boden und sehe, wie ich eine fette Wasserspur zugegangen. Es haben mich vorher schon wirklich Menschen angeschaut und ich habe mir gedacht, wieso schaut mich alle an? Ich habe einen Böck in der Fresse oder was ist los? Das hat mir niemand ins Gesicht sagen, dass meine fucking Tasche am Fettrinnen ist. Also es ist so nass gewesen, weil ich drin eine Wasserflasche hatte. Und kennen das so die Evian-Flaschen, die so ein bisschen fetter sind, die so einen Schluss haben, um zu trinken, wie so eine Zitze vorne. Ja, okay. Einfach so, halt die Fette, die, keine Ahnung, 75 Centiliter drin Platz haben. So eine habe ich wirklich fast voll in meiner Tasche gehabt. Und ich nehme die so raus und die ist leer. Es hat keinen Schluck mehr hat's drin. Und die war offen gewesen. Das heisst, das ist alles in meine Tasche reingelaufen. Und was eben so schlimm war, mein Laptop ist dort drin gewesen. Und ich habe so richtig Krise geschoben. Und habe mir so gedacht, Alter, meine fucking Bachelorarbeit ist da drauf. Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt handeln könnte, wenn jetzt mein Laptop nicht mehr angeht. Und ich habe mich auch gar nicht getraut, um jetzt den anzumachen. Weil irgendwie, wenn es doch so wie das Wasser frisch ist oder so, dann könnte es ja wieder schnell einen Kurzschluss geben, oder wenn es vielleicht noch trocknet. Ich weiss doch auch nicht, ich bin überfordert gewesen und ich habe einfach das Problem wegschieben. Und ich habe dann irgendwie so 4 Stunden später, als ich erst daheim war, habe ich dann mit dem Laptop angeschaut und es ist zum Glück alles gut gewesen. Ich nehme jetzt gerade die Podcast-Folge mit meinem Laptop auf. Alter, es wird so viel nicht funktionieren, weil ich meinen Laptop nicht hätte. Oh mein Gott. Aber ja, eben, es funktioniert, es ist alles gut. Es hat legit alles überlebt, aber es war einfach ein mega Abfuck gewesen, weil es hat ausgesehen, als hätte ich mir die Hose gepisst. Und es war zum Glück noch Wasser gewesen. Alter, stell dir vor, es wäre so Sirup oder so. Ja, das war lustig vor der Woche gewesen. Haha, mega funny. Ja, genau. Aber was ich eigentlich gedacht habe, wäre mega spannend, so als Thema zu nehmen. Weil ich mich ja jetzt gerade in meiner Bachelorarbeit, ich weiß gar nicht, ob ich mal erzählt habe, was es inhaltlich eigentlich geht. Ich will jetzt auch nicht mega tief reingehen, aber ich habe ja eine praktische Bachelorarbeit und eine schriftliche. Und bei der schriftlichen geht es um das Thema, wie kannst du Empathie erzeugen, wenn du ein Tier als Protagonist hast? Weil wenn du einen Menschen hast, der kann reden, der kann erzählen, wie es ihm geht. Ein Tier kann das nicht. Also wenn es halt nicht ein fiktiver Film ist. Und natürlich kommen da sonst noch ganz viele andere Sachen dazu. Eben die ganzen filmischen Gestaltungsmittel, die ich jetzt analysiere, die haben halt mega einen Impact darauf, dass du als Zuschauer Empathie erzeugst. Eben wie zum Beispiel, wenn du Close-Ups hast, Close-Up-Nahaufnahmen, wo du das Gesicht ganz genau siehst von einem Tier oder von einem Mensch, dann kannst du die Mimik und die Körpersprache kennen. Und du siehst dann, ob jemand Angst hat, ob jemand glücklich ist, ob jemand traurig ist oder whatever. Und das hat ja nur schon Impact darauf, dass Empathie erzeugt wird als Zuschauer. Es ist einfach, ich finde es in dem Sinne mega spannend und darum habe ich mich jetzt allgemein auch mit dem Begriff Empathie mega auseinandergesetzt. Und das ist irgendwie ich habe es mega spannend gefunden, weil ich irgendwie auf mein eigenes Leben dann mega so
Schlüsse gezogen habe. Allgemein das Thema Empathie, jetzt nicht nur, wie es in den Film funktioniert, sondern auch im Leben. Also wie ich zum Beispiel habe immer oder mega oft so, gerade früher so gestruggelt mit dem Thema, wie reagiere ich, wenn zum Beispiel eine Kollegin erzählt, dass es ihr gerade schlecht geht. So, wie reagiere ich dann? Es gibt ja wie so mehrere Optionen und ich habe wie nicht gewusst, was ist die richtige. Es gibt irgendwie die Option, keine Ahnung, dass man einfach Mitleid hat, so, oh nein, du Arme. Es gibt die Option, dass man irgendwie grad, will helfen und Tipps geben. Es gibt die Option, dass man einfach zulässt und irgendwie, keine Ahnung, es fühlt sich dann aber an, als würde man auch nichts machen gerade. Also wie, oder dass man irgendwie auch selber nachher von sich erzählt. Also ich habe es mega schwierig gefunden. Aber was ich vor allem eben, jetzt gerade bei meiner Bachelorarbeit herausgefunden habe, ist, dass Empathie und Mitleid nicht das Gleiche ist. Das habe ich nicht gewusst vorher. Weil ich irgendwie, also ich habe gedacht, ja, Empathie ist Mitleid, aber es ist nicht das Gleiche. Und ich kann sonst mal schnell ein Beispiel machen. Also Mitleid bedeutet, dass eine Kollegin zu mir kommt und ich mache jetzt einfach mal ein Beispiel, sie erzählt mir gerade, sie hat eine Beziehungskrise, so, sie haben sich gerade gestritten. Und Mitleid wäre eigentlich, wenn ich so distanzierter bin, es wäre ein bisschen von oben herab und eigentlich denke ich mir dabei, oh, ja, zum Glück bin ich nicht gerade in dieser Situation. Also ich bin, also wie ich für, was habe ich geschrieben? Ich für dich und nicht mit, oh mein Gott, ich habe irgendwas geschrieben, ich kann es nicht. Aber wie, eigentlich bedeutet es, dass ich wie mehr so reagieren würde, oh nein, du Arme, aber ich bin wie so distanziert. Also vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie ein Problem irgendjemandem oder irgendwie an einer Gruppe erzählt, wo jetzt nicht so close ist mit euch und die reagiert ja eigentlich meistens schon wie so auf Knopfdruckreaktion, also oh Scheiße, oh nein. Aber man ist irgendwie gleich noch so ein bisschen distanziert. Und eben es ist so ein bisschen das Gefühl von, die anderen denken sich jetzt wahrscheinlich gerade so, oh, zum Glück bin ich jetzt selber gerade nicht in dieser Situation. Aber es ist nicht so, dass man wirklich auf Augenhöhe ist und dieser Person mega will helfen und gerade wirklich für sie da ist. Und es ist mehr so eine distanzierte Reaktion. Und Empathie ist wirklich, dass, dass man eine Verbindung hat, dass man auf Augenhöhe ist, dass man bei dieser Person ist und eigentlich mehr so ein bisschen das Gefühl vermittelt von, hey, ich merke mega fest, wie dich das gerade mitnimmt und das klingt gerade richtig schmerzhaft. Also wie, die andere Person fühlt sich dann ja auch irgendwie erst ernst genommen und man fühlt sich vielleicht auch dann sicherer, um es weiterzuerzählen, man fühlt sich nicht alleine und eben bei Mitleid wäre es mehr so, dass man sich vielleicht auf das Problem selber gerade reduziert wird und ich weiß auch nicht, niemand will ja irgendwie bemitleidet werden. Also ich hasse es eigentlich, dass wenn du so in einer Situation bist, wo du in einem Umfeld bist, wo du jetzt nicht mega close bist, vielleicht jetzt berufstechnisch oder keine Ahnung, dass du gerade kurz einen Struggle hast und sie reagieren gerade einfach so, ah Scheiße, ja, also so, halt, also ja, es ist auch nicht schlimm, weil eben mit Leuten, wo man nicht close ist, erwartet man ja jetzt auch nicht gerade mega, dass sie so mega mit einem anhocken und wirklich für einen da sind, aber trotzdem gibt es einen kleiner, aber feiner Unterschied und eben, ich bin mich gerade mega mit dem Thema Empathie auseinandersetzen, weil, also ich kann sonst ganz schnell sagen, bei meiner praktischen Arbeit, die ich machen muss, geht es ja darum, dass ich den ganzen Fleischkonsum und die ganze Fleischindustrie will thematisieren. Und der typische Weg, den viele machen, gerade Aktivisten, Aktivistinnen, ist ja eigentlich, dass sie Schockbilder zeigen, so Gewaltbilder, wie schlimm es ist in dem Mastbetrieb und einfach allgemein so das, wie wird das Tier geschlachtet, so all das. Und das erzeugt ja oft eben genau so das Mitleidsding, also dass man so ein bisschen distanzierter ist, vielleicht eben auch, weil man so aus Eigenschutz, halt, wenn man so gewaltvolle Bilder sieht, das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. Also wie viele Leute hilft genau das, um eben vielleicht nachher sich selber Gedanken machen über den eigenen Fleischkonsum oder zum so ein bisschen aufgeklärt zu sein. Und ich will eben wie so ein bisschen einen anderen Weg probieren. Ich will nicht mit Mitleid, sondern ich will mit Empathie spielen. Und Empathie kannst du nur aufbauen mit jemandem, wo du eine Bindung hast, wo du eine Verbindung hast. Und in meinem Fall wäre es ja wie ein einzelnes Tier. Also jetzt gerade bei diesen Aktivisten-Videos sind es halt wie ganz viele Tiere und die sind ja wie alle anonym. Und ich probiere das anhand von einer speziellen Geschichte von einem Tier. Macht das Sinn? Ja, ich probiere es wie so. Und darum finde ich es jetzt auch gerade wie so spannend, was bedeutet Empathie, eben so, dass man eine Verbindung zu einer Person hat. Genau, aber ich finde es eben, ich habe mich jetzt gerade in dieser Woche auch mega mit dem Thema auseinandergesetzt, wie reagiert man, wenn jemand etwas
wenn jemand etwas erzählt, wenn es einem schlecht geht. Weil das ist wirklich, ich habe früher zum Beispiel, oder auch jetzt noch merke ich mega, dass ich aufpassen muss, weil ich nehme an, das hat etwas mit ADHS zu tun, dass ich mega schnell das Bedürfnis habe, um dann etwas Vergleichbares aus meinem Leben zu erzählen. Also wenn jetzt zum Beispiel meine Kollegin würde zu mir kommen und sagen, hey, irgendwie, sie hat gerade jetzt mega letztens gestritten mit ihrem Freund wegen dem und dem, kann ich sagen, jetzt auch etwas Haushalt, dann kommt in mir mega schnell das Ding auf, oh mein Gott, ja, ich kenne das voll, ich habe jetzt auch gerade letztens mit dem Can irgendwie wegen dem und dem gestritten. Und ich mache das nicht aus dem Grund, weil ich irgendwie so jetzt will den Fokus auf mich lenken, sondern weil ich eigentlich will der anderen Person vermitteln, ja, ich kenne das Gefühl, ich check, was du meinst und du bist gerade nicht allein, weil ich habe das auch. Also ich habe eigentlich einen positiven Hintergedanken, aber ich kann mir mega gut vorstellen, dass es halt mega schnell wirkt, so als ob es um mich gehen sollte, also ob ich den Fokus will lenken, also ob ich der anderen Person keinen Raum will geben. Und ich bin mir das mega bewusst und darum muss ich mir mega aktiv, muss ich mega darauf achten, dass ich dann nicht anfangen über mich reden. So, und das ist, ja, finde ich noch spannend. Also das habe ich recht lange gebraucht, um das können, mal checken, dass ich das zwar aus einer guten Intention meine, aber vielleicht nicht immer gut ankommt oder nicht immer gefragt ist. Und darum ist es für mich irgendwie dann so schwierig gewesen, zu checken, ja, wie soll ich mich dann verhalten? Was braucht denn die andere Person? Und eben, ich habe jetzt in dieser Woche mich mega mit dem Thema auseinandergesetzt und auch sonst habe ich viele Sachen bezüglich von diesem Weg so ein bisschen gecheckt und gelernt, wie ich mit dem Thema umgehen soll oder wie ich damit umgehen soll, wenn eine Kollegin zu mir kommt und irgendwie von ihrem Problem erzählt. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das für viele von euch auch spannend, vielleicht können viele jetzt von euch auch gerade relaten und wissen manchmal nicht, wie genau damit umgehen oder haben jetzt auch gerade so gecheckt, oh ja, ich bin eigentlich auch jemand, der immer von mir redet. Genau. Und darum, also, wo fange ich an? Ich habe so viele Notizen gemacht. Ich glaube, bei mir war immer das Problem, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich einfach nichts sage oder nicht von mir erzähle oder jetzt nicht direkt Tipps gebe, dass es sich dann so wie nach zu wenig anfühlt. Als würde ich es gar nicht so ernst nehmen. Aber eigentlich ist genau das Gegenteil. Also ich habe eben gerade darum eben dann entweder von mir erzählt oder ich habe meistens auch gerade so einen Lösungsvorschlag gegeben oder irgendwie so Tipps. Also wie, ich kann dann irgendwie sagen, wenn sie am Reden ist von eben so, ja, im Haushalt und wir haben dann gestritten, dass ich dann gerade einen Lösungsvorschlag geben will, hey, aber sonst probiert mal irgendwie so eine Wochenliste machen und mal Ämtli machen. Keine Ahnung, ich sage jetzt einfach etwas. So, und meistens ist das genau das Falsche. Also ausser das Gegenüber fragt danach. Also es kann ja sein, dass meine Freundin zu mir kommt und sagt, hey, irgendwie, wir haben gerade mega Struggles mit dem Haushalt einteilen. Wie machen ihr das? Das ist eine ganz andere Situation. Aber wenn es wirklich die Situation ist, dass meine Kollegin zu mir kommt und einfach gerade nur erzählt, wie es ihr geht und was ihr das Problem ist, dann ist meine Aufgabe eigentlich, ihr zuzulassen und ihren Raum geben. Ich kann sonst nachher schnell meine genaue Anleitung sagen. Aber ich glaube, der grösste Point, wo das Gegenüber gerade in dem Moment hat, ist, sie will verstanden werden. Ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis, das wir alle Menschen haben, dass wenn wir ein Problem gerade haben, dann teilen wir das ja vor allem, weil wir verstanden werden wollen. Wir wollen uns nicht alleine fühlen mit dem Problem und wir wollen auch uns nicht komisch fühlen, sondern wir wollen ja irgendwo so ein bisschen Bestätigung haben, von das Gefühl ist normal. So, und eben auch so sich nicht allein fühlen, man teilt das Gefühl mit jemand anderem so, und einfach, man fühlt sich verstanden vom Gegenüber. Und das ist halt ein bisschen das Problem, wenn man direkt Lösungsvorschläge gibt oder wenn man direkt nachher von sich selber anfängt zu erzählen, dann passiert der Punkt, verstanden werden nicht. Vielleicht als die Person, also als ich, die zulässt, habe schnell das Gefühl, ja, ich habe es ja verstanden, jetzt bin ich schon beim Lösungsvorschlag gegeben. Aber es ist so wichtig und das merke ich gerade selber auch, wenn ich mit dem Can irgendwie Streit habe oder wenn ich zu ihm komme mit irgendeinem Problem, dann brauche ich zuerst meinen Moment, wo ich meinen Raum habe, wo er mir einfach nur das Gefühl gibt, hey, ich verstehe dich gerade. Und wenn er gerade direkt mit Lösungsvorschlägen kommt, da habe ich ja vorletzte Podcast-Folge auch so ein bisschen von dem gehabt, dann kann ich die Lösungsvorschläge noch nicht annehmen. Oder dann bin ich noch nicht an dem Punkt, ich will das gar nicht hören und ich fühle mich dann auch nicht verstanden, weil er mir vielleicht Lösungsvorschläge gibt, wo ich so bin, hey, aber das bringt mir jetzt gar nicht, oder das ist jetzt gar nicht mein Punkt, ich möchte gar keinen Lösungsvorschlag. Wie eben, meistens ist man erst ready für Tipps und Lösungsvorschläge, nachdem man das Gefühl bekommen hat, hey, ich werde gerade verstanden. Es ist
meistens erst nach dem Streit ist man bereit für das. Und ich habe jetzt gerade mich auch so ein bisschen gefragt, ja, wieso ist das so? Was hat das psychologisch damit zu tun? Weil ich glaube, als Person, die zulässt, macht das doch viel mehr Sinn, direkt zu helfen. Also, keine Ahnung. Und nicht jetzt irgendwie nach so, ja, ich verstehe dich. Und ich finde es noch spannend. Rein psychologisch haben wir halt, also wie sagen wir, evolutionstechnisch haben wir gelernt, hilfreich sein bedeutet etwas machen. Wenn wir nichts machen, dann bedeutet das, wir sind nicht hilfreich oder wir helfen nicht. Und das ist so spannend, weil genau in dieser Situation ist es genau das Gegenteil. Also, ich habe jetzt eben gesagt, ich habe jetzt mal, wie sagen wir, so ein bisschen eine Liste gemacht von ersten, zweiten, dritten Punkt, wie wir die Situation genau angehen sollen. Das klingt so blöd, aber ich brauche das manchmal so ein bisschen, so die Einordnung also die Strategie. So, Punkt 1. Gebt den anderen oder dem anderen Raum. Das ist so wichtig. Und da ist eben genau das gemeint, aktiv zuhören. Klar, man tut reagieren und man tut vielleicht zwischendurch kurz etwas sagen. Also man gibt der anderen Person das Gefühl, ich verstehe dich. Das ist Point 1, das Wichtigste. Aktiv zuhören und eben auch in dem Moment wirklich Augenkontakt. Also das klingt jetzt alles so banal. Ich rede jetzt gerade mit euch, es wären kleine Kinder, die das gerade das erste Mal lernen. Aber für mich hat das irgendwie so gebraucht, um das so wirklich so können verstehen. Und ich glaube, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ihr wirklich nachher mit eurer Kollegin irgendwie so das habt, dass ihr jetzt gerade wirklich so Punkt 1 im Kopf mega durchgeht, sondern es ist ja wie so ein automatischer Prozess, wo man dann irgendwann automatisch macht. Aber für mich habe das halt wie wirklich müssen so ein bisschen lernen, weil ich halt irgendwie nicht gewusst habe. Oder ich bin meistens auch mega überfordert gewesen, wenn jemand von seinen Problemen erzählt hat, weil mir das irgendwie so unangenehm war, wie ich nicht gewusst habe, wie ich jetzt reagieren soll oder was die andere Person jetzt von mir will. Und vielleicht geht es ja auch ein bisschen so, vielleicht geht es ja euch auch so ein bisschen, da aus, macht das Sinn, der Satz? Mein Kopf wieder mal am crazy gehen. Also, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, und das ist ein crazy Punkt. Das ist psychologisch so wichtig und gleichzeitig auch so spannend. Und zwar ist der zweite Punkt das Spiegeln. Also in dem zweiten Punkt geht es darum, dass ihr in euren eigenen Worten wiederholt oder in dem Sinne zusammenfasst, was ihr gehört habt. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich dann sage, also ja, du hast jetzt Streit in dem Fall mit dem Freund, weil er weniger Staubsaugt, sondern es geht darum, dass ich dann in dem Moment vielleicht sage, ich weiß auch nicht, also du bist eigentlich gerade in dem Fall immer so ein bisschen am Kämpfen dagegen, dass er so eine Gerechtigkeit hat. Also ich weiß auch nicht, ich sage jetzt einfach etwas. Also es geht wie darum, dass ihr der anderen Person, indem ihr das wiederholt oder zusammenfasst, dass ihr zeigt, ich habe es verstanden, was deine Gefühle sind. Also ihr redet eigentlich dann nicht inhaltlich, was sie erzählt hat, sondern ihr fasst eigentlich zusammen, was die andere Person gerade fühlt oder wie es ihr gerade geht. So, und das macht so viel. Also das merke ich mega fest, wenn das eine andere Person macht. Ich fühle mich so gehört und so gesehen. Und ich kann dann wie auch, also wie, ich habe ja während ich erzähle mega schnell das Gefühl, ich bin gerade vor allem am Erzählen, damit die andere Person mich versteht. Und wenn dann wie so etwas zurückkommt, dann habe ich das Gefühl, ich kann gerade, ich bin in meinem inneren Peace, die andere Person hat mich verstanden. So, ich weiß nicht, mich braucht das halt irgendwie mega fest. Genau. Und ja, es ist auch irgendwie der Punkt von, hey, ich habe jetzt nicht nur zugelassen, sondern eben, ich habe es verstanden. Und wenn man wie einfach nur zulässt, dann ja, der Punkt verstanden ist ganz wichtig. Und der dritte Punkt geht dann eigentlich eben dann mehr so in die Richtung, wo man halt probiert zu spüren, was die andere Person jetzt braucht. Das kann sein, dass sie vielleicht dann Tipps braucht oder vielleicht möchte sie dann auch deine Story hören oder deine Meinung oder deine Gedanken. Und ich finde das meistens auch gerade irgendwie so schwierig, so zu spüren, was jetzt gerade passt. Ich finde, das ist jetzt ein Hot Take, ich finde, man kann auch in dem Moment auch einfach fragen, so irgendwie so, hey, willst du gerade irgendwie jetzt mehr Verständnis oder willst du gerade irgendwie meine Gedanken dazu oder, also wie, ich finde das irgendwie gar nicht weird und eben, ich glaube, man spürt ja schon so ein bisschen in dem Moment, so, ob es jetzt gerade passt, wenn man seine Story erzählt. Oder vielleicht fragt die andere Person auch so, hey, hast du das auch schon mal erlebt? Oder irgendwie so. Also ich glaube, man spürt das schon so ein bisschen. Ja, aber die 3 Punkte, eben die sind jetzt so ganz genau. Ich glaube, eben, so, wenn man dann im Alltag ist und wirklich so die Situation hat, eben, dann geht man ja nicht die Punkte durch, sondern es ist mehr so eine Anleitung,
wo ich mega spannend gefunden habe, um das mal so klar irgendwie in Wort zu haben. Aber ich glaube, wie was so ein bisschen mehr Rules sind, die ihr im Kopf könnt, so ein bisschen behalten, ist, was man auf jeden Fall nicht machen soll. Ich habe jetzt da 3 Sachen aufgeschrieben. Das erste ist, dass man dem anderen nicht den Raum nehmen und auf sich lenken. Also eben gerade, wenn es in dieser ersten Phase ist, wo die Person von sich erzählt, gebt dieser Person Raum. Sie soll bis zum Schluss erzählen. Und gerade auch, das ist zu Punkt 2, nicht Partei ergreifen, bevor sie alles gesagt hat. Also das ist etwas, was mich selber so abfuckt. Und ich muss selber eben auch darauf schauen, dass ich das nicht so mache, dass wenn die Person erzählt, also wenn meine Kollegin erzählt, sie hat mit ihrem Freund Streit und wegen Haushalt, dass ich dann gerade irgendwie so sage, ja, aber dein Freund hat ja dann eben das und das gemacht. Also wie gerade schon eingreifen, bevor man die ganze Story gehört hat. Das ist für mich so ein Abfuck und dann fühlt man sich als Person, die gerade erzählt, auch gar nicht irgendwie in einem Raum, wo man jetzt das Gefühl hat, also man fühlt sich gerade judged, man fühlt sich gerade irgendwie so eben noch nicht verstanden, weil man schon Partei ergreift. Und der dritte Punkt, das ist auch so etwas, was ich hasse, wenn jemand sagt, das kommt schon gut. Oder einfach so, man fühlt sich so nicht verstanden in dem Moment, weil es ist so, ja, danke für gar nichts. Also, oh mein Gott, sorry, ich habe jetzt gerade meinen inneren Rülpser gehört. Holy shit. Sorry. Also wie, eben, dass man gar nicht erst den Raum gibt, indem man irgendwie einfach so etwas Banales, so, ja, ist halt so. Ja, schon gut, das kommt schon gut, ja, mach dir keine Gedanken. Keine Ahnung, also das ist ja wie so ein bisschen Gefühl absprechen. Das mögen wir auch nicht. Ja, ich glaube eben, das Wichtigste, wenn ihr dieser Person den Raum gebt, ja, ist, dass die andere Person irgendwie ihr Nervensystem so ein bisschen beruhigen kann, dass der Scham kleiner wird und irgendwie auch, ja, ich weiß auch nicht, dass die Einsamkeit kleiner wird, eben weil man sich mit dem Problem so ein bisschen alleine fühlt. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwie im Wirrwarr geredet. Ich glaube, ich habe sehr viele Notizen gehabt und ich habe in meinem Kopf hat jetzt alles Sinn gemacht, aber ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt zugelassen hat, ist es vielleicht ein bisschen schnell gegangen. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr so viele Gedanken zu dem Thema habt, wie ihr mit so Situationen umgeht. Ich glaube, ich habe es jetzt auch sehr eben schubladisierend gesagt. Ich merke zum Beispiel, ich selber brauche das mega. Ich habe mega visuelles Gedächtnis und ich brauche visuell Step 1, Step 2, Step 3, um Sachen lernen und um mich Sachen merken. Vielleicht, falls ich gar nicht so ticket, ist das jetzt gerade ein bisschen überfordernd gewesen, vielleicht. Aber ja, ich hoffe, ihr habt es gleich irgendwie spannend gefunden. Und ja, ich merke, das Thema Empathie ist bei mir gerade sehr, sehr im Vordergrund und sehr spannend. Und sehr, ja, das Einzige, wo ich mich halt wirklich gerade damit befasse. Aber ich habe gedacht, wir machen zum Schluss trotzdem noch eine kleine Runde Mädelsabend-Quiz. Weil ich mache ja, also ich habe mein Spiel da, wo ich Fragen beantworte von meinem Mädelsabend-Quiz. Und heute kommt eine neue Frage, wenn sie scheiße ist, nicht mehr neu. Von welcher Aktion aus deiner Jugend hast du deinen Eltern nie was erzählt? Oh mein Gott. Vor allem, wenn ich das in der Podcast-Folge erzähle. Huch. Okay, warte, lass mich überlegen. Das ist voll schwierig. Weil ich muss sagen, ich bin mit meinen Eltern, habe ich eigentlich in dem Sinne einen recht guten Draht. Und ich habe jetzt nie das Gefühl, ich muss etwas von ihnen verheimlichen. So. Meine Mama war eigentlich fast mehr so, wow, geh in den Ausgang, erlebe etwas und was. Also so, es war jetzt nie so, dass ich so muss irgendwie verheimlichen, wenn ich mal Alkohol getrunken habe oder wenn ich jetzt irgendwie einen Freund habe oder weiss ich nicht. Aber lass mich überlegen, weil es wäre hure lustig, irgendwie etwas zu finden. Irgendeine Aktion. Nein, ich habe auch nie irgendwie geraucht oder so. Ich habe lustigerweise, meine Mama war mehr so die, die mir hat zeigen, dass Rauchen scheiße ist. Und hat sie auch mit mir auf der Terrasse bei uns einen Stumpen geraucht. So legendary eigentlich. Und also, ein Stumpen ist auch legit mega hässlich. Also auch Rauchen ist hässlich. Aber wie mit dem Stumpen hat sie recht viel bewirkt, weil ich habe wirklich noch nie... Ich habe noch nie an einer Zigarette gezogen. Eben, außer jetzt an einer Stumpen damals mit ihr. Aber, warte, lass mich überlegen, irgendeine Aktion aus meiner Jugend. Ich habe ihr recht lang, also mittlerweile weiss sie das, aber ich habe ihr recht lang nie erzählt, dass ich mit meinem ersten Freund intim war. Also wir haben keinen Sex gehabt, aber wir haben ganz viele andere Sachen gemacht. Und ich habe ihr recht lang das nie erzählt. Ja, es hat einmal einen Moment gegeben, wo sie mal mich so ein bisschen
ausgefragt hat, oder nicht ausgefragt, aber mal so ein bisschen hat wollen wissen. Weil es sind auch, nein, ich weiß gar nicht, wie deep das jetzt ist, aber es hat mal einen Moment gegeben, wo, nein, oh mein Gott, so schlimm, wo nein, das ist viel zu deep, wo ich meine Unterhose bei meinem Freund damals in der Wäsche hatte. Und, nein, oh mein Gott, und der Vater von ihm hat irgendwie meine Unterhose da gesehen und ist so ein bisschen ganz weird und hat dann meiner Mom geschrieben und sie hat dann halt so ein bisschen mich gefragt, so, was ist jetzt dort irgendwie. Und ich bin so gesagt, nein, nichts, ich habe mich einfach umgezogen, keine Ahnung. Aber ja, es war ganz awkward gewesen. Jedenfalls, irgendwann später, erst 3-4 Jahre später, wo wir schon lange nicht mehr zusammen waren, habe ich ihr mal gesagt, hey übrigens, wir haben gleich ein paar Sachen gemacht. Ja, das war das Einzige gewesen. Und sonst kommt mir jetzt gerade nicht spontan in den Sinn, auch wenn ich es gerade voll geil wäre, etwas zu haben. Aber vielleicht kommt mir bis nächste Podcast-Folge mal irgendwann noch was in den Sinn. Aber ja, eben, ich habe so gesagt, mein Ziel für nächste Woche, mal alle Filme, die ganze Filmanalyse haben, und ich würde jetzt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was euer Ziel ist für nächste Woche. Ich habe mit der einen so und der anderen so ein bisschen gelesen, was euer Ziel war von letzter Woche. Darum, eben, ich bin gespannt. Ich warte auf euren Haken in den Kommentaren. Und ich freue mich auch immer noch auf eine Nachricht, dass ich meine Bachelorarbeit machen soll. Das hat mir sehr viel geholfen. Und ja, sonst würde ich mich freuen, wenn ihr einen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung gebt, wenn ihr mich abonniert. Und ja, das ist alles. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ganz viel Liebe und bis bald. Bye!